Ja, Covid-19 begleitet und beschäftigt uns seit mehr als einem Jahr, und auch wenn durch die Beschleunigung des Rollouts der Impfkampagnen und dem Rückgang der Infektionsraten endlich ein Licht am Ende dieses doch sehr langen Tunnels zu sehen ist, müssen wir jetzt auch sicherstellen, dass wir die notwendigen Impulse schaffen, um nach dieser Krise wieder wirtschaftlich gestärkt auch durchzustarten. Dies hat bereits begonnen, und zwar so wie überall in Europa, auch hier in Luxemburg. Und die EU hat hier eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung und der Märkte und Wirtschaften auch gespielt. Nur nach einem Monat nach Beginn der Covid-Krise hat die Europäische Union erfolgreich ein 540 Milliarden schweres Sicherheitsnetz zum Schutz von Unternehmen, Arbeitnehmern und Mitgliedstaaten gespannt. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir unseren Fokus auf den Wirtschaftsausschwung shiften und in unsere Zukunft zu investieren. Ich möchte deswegen wirklich der Präsidentin der EU-Kommission Danke sagen, nicht nur für den Besuch, aber auch für diese ganze Energie. Ich bin ja auch schon ein paar Jahre dabei und ich weiß, wie schwer es war, weil das Fil conducteur in diesem Ganzen die Solidarität für uns auch ist. Wir wissen, dass die Krise die einen mehr getroffen hat als die anderen und dass es wichtig war und Luxemburg sich schon seit dem Anfang bewusst ist, dass wenn wir als Union stärker sind, wir als Land auch davon profitieren und stärker sind. Die Krise nämlich hat uns gezeigt, dass wir brauchen eine gemeinsame Solidarität und das muss auch die Antwort sein, um aus einer Krise herauszukommen. Sie hat aber auch gezeigt, dass wir noch mehr Wert auf hochwertige Investitionen legen müssen, die auf Nachhaltigkeit und auch auf Digitalisierung. Dies sind langfristige Investitionen, die unser Kontinent braucht, die den Binnenmarkt stärken und die EU auch wettbewerbsfähiger machen. Da haben wir auch gerade drüber geredet. Und das ist genau das Ziel des Next Generation EU, das mit seinen 750 Milliarden Euro die Weichen für einen robusten Aufschwung post-Covid auch legen werden. Für Luxemburg bedeutet das konkret, und ich möchte auch Pierre Gramegna, unser Finanzminister, bedanken, der auch unser Koordinator war von den ganzen Fragen mit der Kommission. Also das Gesamtbetrag für Luxemburg durch das Next Generation EU-Programm liegt bei 252 Millionen Euro, davon 145 Millionen über das REACT-EU-Programm, das die direkten Auswirkungen der Covid-Krise abfedern soll, und 93 Millionen Euro im Rahmen der Resilience and Recovery Facility, der RRF, der den nachhaltigen und digitalen Aufschwung, wie gesagt, nach Covid auch fördern soll. Wenn man sich die Ziele des Next Generation EU-Instruments ausschaut, wird schnell klar, dass dies mit den Prioritäten auch übereinstimmt, die wir schon als luxemburgische Regierung auch seit dem Anfang auch gesetzt haben, nämlich eine nachhaltige und robuste wirtschaftliche Ökonomiesystem zu schaffen, das den sozialen Zusammenhalt fordert und zugleich den Herausforderungen einer immer stärker digitalisierten Welt und eines Planeten der Klimakrise gerecht wird. Die Initiativen von Luxemburg im Rahmen unseres nationalen Aufbauprogramms übertreffen sogar die Anforderungen von Brüssel. Wir haben jetzt gerade auch darüber geredet. Wir haben zum Beispiel 61% der Investitionen sind dem Klimaschutz gewidmet. 61%, also weit über den geforderten 37%. Und bei der digitalen Transition, wo die Mindestanforderung bei 20% lag, liegt sie in Luxemburg bei 32%. Und von den 20 Projekten, die wir zur Forderung bei der Kommission angereicht haben, möchte ich 3 Schlüsselbereiche jetzt hervorstreichen, in denen die EU in Luxemburg durch das EU-Konjunkturpaket auch investiert. Erstens die Dekarbonisierung des Verkehrs, zum Beispiel durch Investitionen auch in elektrische Ladestationen. Zweitens die Schaffung von bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum durch Investitionen in Projekte wie Neuschmelz in Düdlingen zum Beispiel. Und drittens, und den Grund, warum wir auch hier sind, ist die Investition in eine ultrasichere Konnektivität, die Quantum Communication Infrastructure oder kurz LuxQCI benannt. Und
Ich bin sehr stolz, dass wir heute hier bei der SES sind, weil es ja auch, wenn wir über Digitalisierung ja nicht so einfach ist, es konkret zu zeigen, was es ist, wie man es auch sich vorstellen kann. Und jetzt haben wir gerade auch von der SES erklärt bekommen, wie wir damit, was heute noch ein bisschen als Science Fiction klingt, trotzdem die Realität sein, um sicherer mit Kommunikation, auch mit Daten. Und hier bei einem Juwelier der luxemburgischen Wirtschaft, auch bei SES, auch wieder neue Projekte zu haben, wo wir gemeinsam mit anderen Ländern auf die Herausforderungen von morgen auch eine Antwort haben. Ich war auch sehr stolz, muss ich Ihnen sagen, auch wenn es jetzt nicht über den Resilience or Recovery, über das, was die SES macht. Und wir haben zum Beispiel über den Emergency.lu geredet, wo zum Beispiel hier aus Luxemburg wir es fertigbringen, an Orte, wo es Katastrophen gibt, wo es Erdbeben gibt, wo wir es fertigbringen, wieder Kommunikation aufzubilden. Und das gehört auch zur Solidarität, wo wir auch zum Beispiel über unser Entwicklungshilfeministerium sehr viel Intervention machen in Haiti oder in Äthiopien, in Plätzen, wo von einem Tag zu anderen auf einmal die Kommunikation nicht mehr funktioniert, wo wir von Betzdorf, von diesem kleinen Punkt, auf der Karte in Europa es fertigbringen, ein großer Player zu sein und wirklich auch Europa zu helfen. Für uns ist auch hier mit diesem Projekt werden wir die Akteure aus Industrie, Forschungsgemeinschaft auch ein sicheres Kommunikationswerk der nächsten Generation entwickeln und es wird diese Mittel aus dem Konjunkturpaket, werden uns direkt dabei helfen, ein technologisches Ökosystem hier in Luxemburg zu schaffen, im Bereich der Quantumkommunikation auch auszubauen. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh und ich bedanke mich auch dank der SES und dessen Quartz-Projekt, das nun den Namen Eagle One trägt, bereits als europäischer Innovationsleader im Weltraumsegment des Projekts positioniert. Und wir wollen auch das notwendige Know-how entwickeln, um ein Ökosystem um die Quantentechnologien schaffen. Aus diesem Wunsch heraus ist die Idee entstanden, ein Testlabor, das sogenannte LuxQCI Lab einzurichten. Und dieses wird eine Forschungsinfrastruktur, wird es ermöglichen, Forschung und innovative Ideen aus der Industrie perfekt zu kombinieren, um unsere Wissen im Bereich der Quantumkommunikation auch zu erweitern. Und die Kofinanzierung durch EU-Gelder ermöglicht es, von Luxemburg übernommenen Vorreiterrolle zu festigen, die Integration auch des Satellitensystems mit der terrestrischen Infrastruktur zu beschleunigen und letztendlich neue wirtschaftliche und gesellschaftliche Möglichkeiten fürs Großherzogtum auch zu eröffnen. Großen Dank, Frau Kommissionspräsidentin, noch einmal fürs Besuch, fürs Interesse, für diese ganze Initiativen und vor allem nie aufzugeben. Ich habe jetzt die Chance, mit Ihnen im Rat zu sitzen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Sie sind zu 27 am Tisch und es ist nicht immer einfach, einen gemeinsamen Nenner zu finden, aber Sie haben es fertiggebracht in der Zeit, wo Sie jetzt Kommissionspräsidentin ist, auch mit der Geduld, mit der Aufmerksamkeit, immer Vorschläge zu machen und auch es fertig zu bringen, 27 Leuten auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und es ist nicht immer einfach, das muss man sagen, aber das haben Sie fertiggebracht. Und wir haben eine Krise gehabt und wenn wir aus der Krise schneller rauskommen und vor allem eine Sozialkrise verhindern möchten, weil eine Pandemie, Wirtschaftskrise, Sozialkrise und dann ist es ein Zyklus, wo es weitergeht. Ich glaube, dass wir durch dieses Paket, durch diese Solidarität es fertigbringen werden, dass es uns alle besser geht. Auch wenn es dem einen vielleicht morgen schneller besser geht wie dem anderen, werden wir am Ende des Tages alle ein besseres Resultat haben, auch dank dieser europäischen Solidarität. Alors, un grand merci et au plaisir de pouvoir mettre SES sur la carte de l'Europe et surtout Betzdorf, parce que ça, je crois que c'était encore moins connu que SES. Merci. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident, lieber Xavier. Ich danke für den herzlichen Empfang. Ich danke für die Einladung zu diesem außergewöhnlichen Unternehmen hier. Es vereint eigentlich alles. Wir sehen hier Spitzentechnologie der Gegenwart und der Zukunft. Es ist schon möglich, in der Gegenwart hier die Weltmarktführung zu sehen, in der Satellitenkommunikation und gleichzeitig ein Bild davon zu bekommen, was in Zukunft angestrebt wird, aber auch möglich ist. Es ist zweitens ein großer Beitrag zu europäischer Souveränität.
es schafft Arbeitsplätze und zieht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt an. Und hier in dem Vortrag, den wir heute bekommen haben, für den ich mich sehr bedanke, auch noch einmal zu sehen, wie die Quantenkommunikation revolutioniert wird durch diese Satellitenkommunikation, die hier zur Verfügung gestellt wird, war für mich auch noch mal ein Eye-Opener. So sieht die Zukunft aus. Europa hat in der Tat allen Grund, nicht nur durch diese Exzellenz, die wir hier sehen in Betzdorf, sondern auch im größeren Rahmen, mit Hoffnung und mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Wir haben in der Tat entschlossen agiert. Und wenn ich auf die wirtschaftliche Seite dieser schweren Pandemie schaue, wir haben am Anfang erlebt, wie die Wirtschaft vollkommen gelähmt war durch die Lockdowns, die notwendig waren in der Pandemie. Aber wir haben unsere Lehren gezogen aus der letzten großen Finanzkrise und haben anders gehandelt als in der letzten großen Finanzkrise. Wir haben diesmal sehr schnell, sehr geschlossen gehandelt und sofort konsequent unterstützt. Ich nenne nur die Stichworte, die Flexibilisierung der Beihilfe, der europäischen Strukturfonds oder auch des Fiskalpaktes, wissend, dass wir jetzt den Unternehmen helfen mussten, damit sie über die Krise hinwegkommen. Wir haben aber auch einen zweiten Schritt gemeinsam getan und da danke ich vor allen Dingen Luxemburg durch die starke Vermittlerrolle, durch die starke Solidarität, die ich immer gespürt habe im Rat, dass wir im Wiederaufbau ein Paket als Europäerinnen und Europäer präsentieren, das überzeugend ist. Investitionen und Reformen. Und dadurch stellen wir Europa besser auf. Wir machen Europa jetzt fit für die kommenden Jahrzehnte. Wir investieren in die Digitalisierung, wie es nie vorher da gewesen ist. Und hier ist ein Beispiel. Und wir investieren in unsere Umwelt in einer Form, dass der European Green Deal Wirklichkeit wird, Realität wird. Und damit stellen wir Europa besser auf. In der Tat, wir haben durch die Unterstützung und die Garantien von 27 Mitgliedstaaten als Kommission die Möglichkeit, an die Kapitalmärkte zu gehen und 800 Milliarden Euro zu erheben in heutigen Preisen. Das ist Investitionsvolumen für einen Wiederaufschwung in Europa, den wir jetzt auch dringend brauchen. Wir sind vor 3 Tagen an die Börse gegangen, zum ersten Mal an den Kapitalmarkt gegangen und haben 20 Milliarden Kapital erhoben, das 7-mal überzeichnet war. Auch das zeigt das Vertrauen der Märkte in die Stärke und Zukunftsfähigkeit Europas. Heute hat in der Tat die Europäische Kommission grünes Licht gegeben für den Luxemburger Wiederaufbauplan. Die vorgesehenen Reformen und Investitionen werden in der Tat den grünen und den digitalen Wandel beschleunigen. Das ist einer der umweltfreundlichsten, wenn nicht überhaupt der umweltfreundlichste Plan, wie Sie es beschrieben haben, in Europa. Starke Investitionen in erneuerbare Energien. Neischmelz ist gerade eben beschrieben worden, auch die Investitionen in umweltfreundliches, nachhaltiges Heizen und Wohnen. Genau das braucht Europa. 1/3 der Investitionen geht in saubere Mobilität. Die elektrischen Ladestationen, die geplant sind für die nächsten Jahre, sind da als Beispiel zu nennen. Und, wie gesagt, die Investitionen in Spitzentechnologien. Das luxemburgische QCI-Labor steht da als Paradebeispiel. Das ist genau das, was wir auch als Europäerinnen und Europäer für die Zukunft brauchen. Nicht nur in der Kommunikation, sondern das ist auch eine sehr starke Komponente hier für die Cybersicherheit, die garantiert sein muss. Kommunikation heißt natürlich auch unabhängige Kommunikation, heißt cybersichere Kommunikation. Und das hat uns alles heute SES hier beeindruckend gezeigt. In der Digitalisierung gibt es weitere Investitionen, über die sich die Menschen in Luxemburg und die Unternehmen in Luxemburg freuen werden, nämlich die Digitalisierung der Verwaltung, auch immer ein wichtiger Schritt nach vorne. Das heißt, diese vielfältigen Akzente, die ich jetzt eben ansatzweise beschrieben habe, des Luxemburger Plans, zeigen, und dass es ein gutes Beispiel ist, wie die Akzente für Europa gesetzt werden müssen. Sobald der Rat diesen Plan genehmigt hat, werden die ersten Finanzmittel fließen. Ich habe heute die Freude, Luxemburg zu gratulieren, dass die Genehmigung der Kommission da ist und hier Ihnen, lieber Herr Ministerpräsident,
Okay. Jo, Wir haben keine 2 Meter Distanz da mehr, hast du recht. deswegen- Da hast du recht. Dann bleiben. Da hast du vollkommen recht. Nichtsdestotrotz kommt hier die Genehmigung der Europäischen Kommission für den Dankeschön. Luxemburger Plan. Und damit man sieht, wie viel Arbeit da drin ist, that's a lot. Herr Finanzminister, das ist die ganze Arbeit, die Sie umsetzen. Ja. Merci. Merci beaucoup. Pierre, ich gehe dann noch weiter. Mon cher. Ah, on retire le masque. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Serge Kessler, Radio 9,7. Die EU-Kommission bedauert, dass Luxemburg bei der Steuerpolitik die den länderspezifischen Empfehlungen nicht nachkommt und keine dementsprechenden Maßnahmen vorschlägt. Die Kommission hätte begrüßt, wenn die luxemburgische Regierung weitergegangen wäre. Herr Büttel, wieso wurde das nicht gemacht? Und was sagen Sie zur Kritik der Kommission? Also man darf nicht vergessen, wie es war. Es ist wichtig, darin zu erinnern, dass Luxemburg alle relevanten internationalen und auch europäischen Standards zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken und aggressiver Steuerplanung umgesetzt hat. Ich kann mich erinnern, als ich Regierungschef wurde und Pierre Finanzminister, dass wir, ich will nicht sagen, eher so auf grauen und schwarzen Listen sehr oft Luxemburg gefunden haben. Aber das war eine Realität. Und es war eine Entscheidung dieser Regierung, dass wir das anders machen würden. Ich will auch daran erinnern, dass wir sehr stark kritisiert worden sind. Die Ansprechpartner vom Finanzminister haben damals gesagt, dass der Finanz-Luxemburg bankrott gehen würde, wenn wir uns umstellen würden. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Luxemburg heute nicht so erfolgreich wäre und wir haben jetzt gerade über Green Finance und all diese andere Umstellungen, die wir gemacht haben, wenn wir auch nicht diesen Weg gegangen wären. Luxemburg hat die letzten Jahre nie was blockiert. Ich kann mich erinnern, Dezember 2013, erster Rat für mich. Herr Van Rompuy Präsident, Herr Barroso Kommissionspräsident. Und da sollte ich blockieren wegen ich glaube, es war die Zinsbesteuerungssteuer oder da sollte ich blockieren. Und wir waren gerade im Amt. Das, was wir gesagt haben, lasst uns ein bisschen Luft, damit wir auch mit Ihnen reden können, wie wir eine Lösung finden können. Wir haben eine Lösung gefunden. Wir haben über die Digitalsteuer geredet. Ich will nur daran erinnern, dass Luxemburg nicht bei den Ländern gehört, die gesagt haben, wir machen da nicht mit. Wir sind im Gegenteil, der Herr Macron war sogar überrascht. Er kam nach Luxemburg und wir haben ihm gesagt, nein, wir machen mit. Das, was für uns wichtig ist, wenn wir jetzt zum Beispiel über Transaktionssteuern, über andere Steuern reden, dass wir auch globaler sehen. Ich will jetzt nicht einer stigmatisieren, aber wir saßen zu 28 am Tisch. Wir sitzen jetzt zu 27 am Tisch. Wir sind der Überzeugung als luxemburgische Regierung, dass wir alle Initiativen, die auf OECD-Niveau gemacht werden, unterstützen sollen. Wir sollen doch uns auch nicht als Europäische Union und Finanzplatz selber kaputt machen und den Leuten sagen, geht nach London, geht in die Schweiz, geht Dubai, geht überall hin, aber Europa ist egal. Das heißt, wenn wir gemeinsame Lösungen finden, und jetzt wurde ja auch beim G7 ein Vorschlag gemacht, komm, wir sehen, wie wir zusammen Lösungen finden können. Level Playing Field ist bei mir mein Motor gewesen während Wochen und Monaten und ist heute noch immer die Realität. Aber jetzt zu sagen, wir machen uns selber kaputt als Europäische Union, wir werden weniger attraktiver für Finanzmärkte, für Banken, für Versicherungen, für Gesellschaften, wäre ein Fehler. Wir sollen auch sehen, dass Europa ein Global Player ist auf dieser Weltkarte und dass, wenn wir gemeinsam Lösungen finden werden, sollen wir nicht nur intramuros, aber die in dieser globalen Welt gemeinsame Regeln auch finden. Ich möchte das gern auch noch mal unterstreichen. Frage an Sie, was genau hätte die EU-Kommission in Sachen Steuerpolitik zum jetzigen Zeitpunkt von Luxemburg erwartet? Ja, ich möchte das noch einmal unterstreichen, was der Ministerpräsident gesagt hat. In der Tat ganz entscheidend ist, dass wir die Unterstützung Luxemburgs haben, und Sie haben ihn eben gehört,
bei dem gemeinsamen Herangehen in den OECD-Vorschlägen, den beiden Vorschlägen, die vom amerikanischen Präsidenten gemacht worden sind, die von den G7-Finanzministern aufgenommen worden sind und die vielversprechend sind, gerade was eine Minimalbesteuerung angeht. Und das ist entscheidend, dass wir hier Luxemburgs Unterstützung haben. Luxemburg hat in seinem Plan auch Maßnahmen eingeschlossen. Der einzige Punkt ist, dass wir sagen, das ist nicht weitreichend, um einen Meilenstein daraus zu machen. Ich möchte hervorheben, dass Luxemburg in den allen anderen meisten Feldern geliefert hat, zum Beispiel auch beim Thema Kampf gegen Geldwäsche. Und da sind wir besonders dankbar für. Das ist ein entscheidender Kampf, den wir gemeinsam führen, auch hier innerhalb des luxemburgischen Plans das zu machen. Unterm Strich sollten wir auch hervorheben, dass die Reformen, die auf dem Wohnungsmarkt, die für den Arbeitsmarkt, duale Ausbildung, Digitalisierung der Menschen, die in Kurzarbeit sind, also wichtige Reformen für die Menschen hier in Luxemburg, auch Teil des luxemburgischen Plans sind. Yannick Lambert, Luxembourg Times. If you don't mind, I'll ask the question in English, but feel free to answer in German, just easier for me. So Luxembourg doesn't get, it's a question to both of you, Luxembourg doesn't get as much money as other member states compared to its gross domestic product, and also compared to its annual budget, it isn't really all that much. Is it primarily a sign of European solidarity, because Luxembourg could have easily funded those projects itself? The first thing is I don't want to be misunderstood, but I think the calculation was done also about the crisis and the impact of the crisis. And the fact is, to be the one who will get the less of money is a sign that our economy did better than a lot of others. And I prefer to be now in a situation where we show the solidarity just to try to fight to get more public money from Europe, where, as you say, we could. But for me, I prefer to be the last one to get the money and to be on the impact of the crisis, also the last one in the ranking. So I think decisions we took, and we invested a lot. You know, our national treasurer, Mr. Gramegna, our Schatzmeister from the Regierung, he's taking really care about every euro that we spend. But in this crisis, and when we see the impact of the crisis on our economy, we did the right choices. So it was not a competition to be now the one who will say, I get the most of the European money. Because this is already, and sorry to say that in presence of the president, it's the wrongest way of thinking Europe. If the way of thinking Europe is just to get, you don't understand what Europe is. The principle of Europe, it's to give, to get, but at least to know that together we will be able to, all of us, get more. And not a momentum just to be in presence of your press or your population to say, I won. That's very often a problem in councils where people just think the moment and not the future. Yes. Luxembourg's positioning is a hallmark for European spirit, and thank you very much for that. Behind it is our thoughts that indeed the crisis impacted differently the different member states and different sectors. It was a crisis that came over us as a symmetric crisis, but the impact is different. Therefore, we decided to look at the different situations and thus allocate the means. And here it's important to have a look at the wider European interest, which is we want a strong single market, because we all know that we are benefiting from the single market. So if those sectors or those regions that suffered most recover better, it is also for the benefit of all 27, also for Luxembourg. And the second point is, thanks to the early positioning in the mandate of this Commission to the European Green Deal and digitalization and resilience, before the crisis hit, the crisis proved that our priorities are the right ones. Therefore, we had a plan, and now we have the means and the resources to invest in these priorities, and there's a good reason why we called it Next Generation EU, because it's an enormous sum we will invest to make sure that Europe is getting stronger out of the crisis, but we invested
in the fields where we want to mitigate the risks for the next generation and to increase the opportunities for the next generation. Unfortunately, we're running out of time, so just one short question. David? Short one, David Marquez für die Tageszeitung Le Quotidien. Vielleicht eine Frage an den Herrn Premierminister von Luxemburg dann. Luxemburg gehört immer noch nicht zu den Ländern, die auf das Programm SURE die Finanzierung der Teilzeitarbeit unter anderem zurückgegriffen haben. Können Sie noch mal erklären, warum nicht auf dieses Geld zurückgegriffen wurde und wie sieht vielleicht die Bilanz der Kommission auch über dieses Programm aus? Entschuldigung. Das SURE-Programm, ja. Soll ich dir das eben kurz Nein, ich kann das SURE-Programm sicher, aber Ja, das ist ganz einfach. Ja, das ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Wir wollen nicht auf diese EU-Gelder zurückgreifen, weil wir das selbst finanzieren können. Wenn wir auch das SURE-Programm gebrauchen würden, dann wären weniger Geld da für Länder, die es wirklich bitter nötig brauchen. Wir machen also das, was im SURE-Programm angestrebt wird, machen wir sowieso in Luxemburg, finanzieren es selbst. Und ich glaube, das ist auch eine Aktion, die im Sinne der Solidarität ist. Ja, hier Luxemburg finanziert seine Kurzarbeit, eines der wichtigsten Mittel, um in einer Krise den Arbeitsmarkt zu stabilisieren und Einkommen zu erhalten für die Menschen. Und Luxemburg hat aus dem Recovery Plan, seinem Recovery Plan, jetzt die Digitalisierung oder die Verbesserung der digitalen Fähigkeiten derjenigen, die Kurzarbeiten, sich vorgenommen. Also, dass man die Zeit nutzt, die nicht gearbeitet wird, um Fortbildung in Digitalisierung zu machen. Und der zweite Punkt, SURE ist ein Riesenerfolg. Man darf nicht vergessen, dass wir gelernt haben aus der ersten Krise, dass die Kurzarbeit manchen Mitgliedstaaten, die sie eingeführt haben, enorme Brücken gebaut hat, die Arbeitslosigkeit gering gehalten hat und Brücken in den zukünftigen Arbeitsmarkt ermöglicht hat. Dieses neue Programm SURE jetzt auf europäischer Ebene hat dazu geführt, dass alle 27 Mitgliedstaaten ein Prinzip der Kurzarbeit jetzt eingeführt haben. Das war nicht der Fall. Es war höchstens die Hälfte, die das hatten. Und natürlich, genau wie der Finanzminister es gesagt hat, dann einige Länder darauf angewiesen waren, auf diese Mittel zurückzugreifen. Das war gut und richtig so, um auch diese Arbeitsmärkte zu stabilisieren. ich habe Ihnen ja gesagt, der Finanzminister war ja unser Verhandler für die ganzen Diskussionen. Und von einem Finanzminister, das geht mit Ihrer Frage zusammen, wenn man kann, muss man nicht. Und wenn es sein soll, dann machen wir es. Aber nur zu nehmen, um zu nehmen, ist nicht das, was unsere Regierung macht. Wenn es Solidarität ist bei uns wirklich das größte Prinzip, auch mit öffentlichem Geld.